Herzlich willkommen. Ich erzähle Wintertiermärchen. Es war einmal ein Bär, der hat Anton geheissen. Der Anton, der hat ganz viel gegessen. Es war nämlich Herbst und er hat sich auf einen Winterschlaf vorbereitet. Seine zwei Freunde, der Hirsch und das Müsli, die haben gestaunt, was der Bär alles gegessen hat. Der Anton hat einfach gesagt, ja, das ist halt so. Ich muss viel essen. Ich schlafe nachher ganz lang. Da sagt der Hirsch, ja, aber dann verpassest du ganz viele Sachen. Was? Was soll ich denn verpassen? Hat er gesagt. Ja, du verpassest den Schnee, den Samichlaus, Weihnachten. Ja, und Geschenkli, hat die Maus gesagt. Hat er nur gesagt, was man nicht kennt, das kann man auch nicht vermissen. Doch irgendwie hat er schon ein bisschen daran denken. Wie ist echt das? Wenn man den Schnee erlebt und wenn man ein Geschenk überkommt. Doch er hat dann einfach so da, als würde es ihm nichts ausmachen. Sie haben dann zusammen gespielt. Und zwar Versteckis. Der Vogel, der hat auch mitgemacht. Er ist oben durchgeflogen und hat natürlich die drei immer gerade wieder gefunden. Und die Maus hat das gar nicht lustig gefunden. «Immer verliere ich», hat sie gesagt. Der Anton hat sie tröstet und hat gesagt, «Los, dafür bist du schnell und ich bin langsam. Komm, wir machen doch ein anderes Spiel.» Und so haben sie etwas anderes gespielt. Spielen, das hat Hunger gegeben. Und so sind sie dann in die Bärenhöhle essen. Die Maus hat auch noch Sachen mitgenommen. Sie haben gegessen und gegessen, bis der Bauch rund war und sie genug hatten. Dann haben sie rausgeschaut aus der Höhle und haben gesehen, dass es ganz fein geschneit hat. Der Anton ist raus und hat gestaunt. Oh, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Und er hat probiert, die Schneeflocken zu fangen. Und jetzt will ich lernen Skifahren, hat er gesagt. Die Maus lacht. Was? Du willst lernen Skifahren? Sicher nicht. Das lernst du nie. Ha, du wirst noch staunen, hat der Anton gesagt. Es ist dann langsam dunkel geworden und sie sind schlafen. Am nächsten Tag war alles schneeweiss. Die Maus und der Hirsch sind in die Bärenhöhle gegangen und wollten den Anton wecken. Sie haben ihn gerüttelt und geschüttelt. Doch er ist nicht aufgewacht. Am nächsten Tag sind sie wiedergekommen und haben ihn wieder probiert zu wecken und haben ihn gerüttelt und geschüttelt. Doch er ist immer noch nicht verwacht. Am dritten Tag haben sie ihn wieder gerüttelt und geschüttelt. Und dann ist er aufgewacht. Er hat sich gestreckt. Oh, er ist ja so lang gelegen. Und als er rausgeschaut hat, hat er gestaunt. Es war alles schneeweiss. Das hat er ja noch nie erlebt. So viel Schnee. Er ist ins Schnee gegangen und hat sich hin und her gerollt. Und hat gerade eine Handvoll Schnee genommen und gesagt, das ist ja das Beste, was es gibt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas Feines zu essen gibt im Winter. Und er hat gerade noch mal eine Handvoll genommen. So, und jetzt will ich lernen Skifahren, hat er gesagt. Als dann Abend war, ist er in die Skischule gegangen. Dort hat er die Ski und die Stöcke genommen und ist den Berg durchgelaufen. Als er oben angekommen ist, hat er die Ski angezogen,
die Stöcke in die Hand genommen, ist hingestanden und er ist gerade oben runtergesaust. Doch, oje, oje, er ist umgekehrt und es hat ihn drüllt und drüllt und drüllt und drüllt und am Schluss war er eine riesige Schneekugel. Zum Glück ist der Hirsch und die Maus gerade vorbeigelaufen und haben ihm geholfen. Sie haben ihn ausgebuddelt. Ich hätte ja nie gedacht, dass Skifahren so schwierig ist, hat Anton gesagt. Also morgen gehe ich in die Skischule. Also wenn du wirklich lernst Skifahren, hat die Maus gesagt, dann machen wir für dich eine Schneeparty. Der Anton hat sich schon gefreut. Am nächsten Tag ist er in die Skischule gegangen. Der Skilehrer, der hat zittert, als er den Anton gesehen hat. Doch der Anton hat versprochen, dass er niemand auffrisst, dass er ganz brav ist und alles macht, was der Skilehrer sagt. Und so hat dann der Skilehrer eingewilligt. Der Skilehrer ist vorausgefahren, die Kinder hinten drin und der Anton am Schluss. Er ist immer wieder umgekehrt, doch er ist auch immer wieder aufgestanden. Er wollte es nämlich wirklich lernen. Auch jeden Abend ist er die Ski holen und ist für sich noch ein bisschen üben. Und dann war endlich Freitag. Am Freitag ist ja Skirennen. Und auf das hat er sich besonders gefreut. Er ist dann oben gestanden und hat gewartet, bis alle Kinder runtergefahren sind. Und dann ist endlich er dran gekommen. Er ist stolz gestanden und, als es losgegangen ist, hat er Bögli und Bögli gemacht und Bögli, bis er ins Ziel hinein ist. Und er war froh, dass er nicht umgekehrt ist. Dann mussten sie noch ein bisschen warten. Der Skilehrer ist dann gekommen und hat gesagt, Anton, du hast gewonnen, du kommst Goldmedaille über. Der Anton war stolz, als er die Goldmedaille hatte. Die Maus und der Hirsch sind ihm gratulieren. Sie haben ihm ja eine Schneeparty versprochen. Und am Abend war es dann so weit. Sie haben es wunderschön gemacht, Kerzen eingestellt und Fackeln und es hat ganz viel zu essen gegeben. Und sie haben miteinander gefeiert und gegessen und gelacht. Ja, und der Anton hat dann gesagt, also von jetzt an will ich jeden Winter ein bisschen wach sein. Ich schlafe dann wieder, aber dann möchte ich den Schnee und alles auch erleben. Ja, und wenn du einmal einen Bär siehst, der Ski fährt, dann weisst du, dass das der Anton ist.